Waffe raus. Silberschwert, okay. Ah, komm, lass mich da stehen, bitte. Angreifen. Ausweichen. Angreifen. Was soll ich? Alter, was soll ich? Weich aus. Alter. Kann er gehen. Alter, nein, wie soll denn? Wie, Alter, wie? Alter, wie? Also gehen wir noch nicht dahin. Alter, kann ich ja dreimal in den Kreis kotzen. Boah, das gibt's ja nicht. Dann machen wir erst die Hauptquest weiter. Auch wenn ich keinen Bock darauf habe, die Hauptquest zu machen. Aber ich mach den mal. Mal sag ich mal hallo, willkommen in der 7. Folge. Also irgendwann vergesse ich das. Aber noch irgendwas anderes auf der Karte. Für da ankommen. Wir können ja hier ins Dorf gucken gehen. Aber ich habe an sich keinen Bock mehr irgendwie liegen können, weil ich jetzt gesammelt dann gestorben bin. Ich laufe mal was da lang. Kann ich. Das nächste Mal sowieso. Ah, kann das Pferdchen nicht schwimmen. Plötze. Warum kannst du nicht schwingen? Schwimmen. Alter, mein Deutsch ist so genial. So. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? So, gehen wir mal so. War da vorne nicht die alte Dame, die noch eine Quest hat? Ja, genau. Da machen wir die auch mal kurz. Hallo. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz, da hab ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Gut, ich helfe dir. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Ja, alles mal ausräumen hier, direkt alles ausräumen. Da liegt ein toter Mann. Eine Leiche, das erklärt den Gestank.
Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts. Alles abnehmen. Die Pfanne. unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Monokel mit Sprung. Interessant. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Halt dein Maul. Böse Oma. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Toll. Ein paar Äpfel Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Echt. Ja, das sind ein paar Pflanzen. Okay. Ich hoffe, hier sind gar keine Tiere, weil ich habe keine Armbrust. Pflanzen. Ich mag Pflanzen. Ich frage, warum ich immer Kräutlerkunde mache. Weißt du? Ah, ich glaube, das sind sogar Sachen, die wir später nicht brauchen werden. Für eine Quest. So. Da hinten ist eine Kiste. Ich glaube ja nicht. Tauch mal auf. Da ist eine Kiste. Da ist auch noch was. Hau ab. Ob das jetzt große Sachen sind oder nicht. Das ist ja der Bolzen, wa? Nice. Oder? So. Thermischer Dolch. So, ja, aber jetzt, bevor die letzte Folge, die ich jetzt aufnehmen will, aufhört, machen wir die Hauptquest noch. Ja, machen wir die noch. Aber nicht die ganze Hauptquest, also gehen wir noch hier ein bisschen weiter. Ja, sind aber wieder so viele Pflanzen. Kann ich nicht alle so liegen lassen. Komm, Pferdchen. Pferdchen. Plätze! Los! Ja, schade, dass man auf dem Pferd keine Sachen aufheben kann. So wird im Reiten so aufgehoben. So. Ein Ort der Macht. Ich sollte Oh. Kraft daraus ziehen. Hallo. Intelligier. Also das habe ich jetzt nicht im Griff, ist der hier. Aber einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ja, stecken wir dann jetzt hier rein. Ja. Genau. Okay, wo müssen wir hin? Dahin, okay. Einfach hier folgen. Zwei Wölfe, die lassen wir jetzt in Ruhe. Oh, was ist das für ein Platz? Meister Hexer! Was brauchst du? Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf!
Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexer-Kodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewieher, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Okay, machen wir. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Oh, die Würfel sind mittlerweile gespawnt. Okay. Ich habe es nämlich im Hintergrund noch gesehen. Aber hier kurz die kleine Schachtel suchen. Ah, die Quest können wir auch nachher machen. Komm her. Jetzt schön. Ja, wir sind sowieso gleich da. Ich mal hier erstmal den Greifen mal endlich töten. Ich glaube, das ist das erste Mal im ganzen Spiel, dass ich von dieser Seite in die Garnison reinlaufe. Oha, Plätze. Macht Platz. Nicht das erste Mal. Von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Ich elend het Ategane. Habt ihr in die Fresse. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Ich glaube, ich schmeiß dir mal die Tür. Guck. Dass sie das nochmal nicht gefixt haben. Ein echter Wedin. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Tak. Bisschen schneller. Ja, komm mal, Back. Colteis Greffian Esanvar. Torp? Esse Jondren. So, da gehen wir mal Ein hoch. Teil eurer Ernte requirieren. Ja, Exzellenz. Ja, ich weiß das. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Nee, das kann ich nicht leugnen, du. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Gerald von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Jennifer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann.
Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt, 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie ein Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kreis. Ich brauche mehr Informationen über den Greifen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Das haben wir schon. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geht zu Tomira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Okay, bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Okay. So. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Ja, okay. Ja, okay. Kann Silberbarren machen. Das Schwert ist schon nice, ne? Aber wir haben genau die Zutaten nicht. Ja, was ist das für ein Schwert? Ein Silberschwert? Nix Stufe 2, das sind wir ja gleich. Kann man sich schon herstellen, oder? Das andere ist, können wir sowieso nicht herstellen. Da fehlt uns noch auch noch Draht, das können wir aber herstellen. Und Stufe 1, das könnte man sich herstellen. Ja, dann müssen wir hier, genau. Wir brauchen Schnur, du brauchst mal. Schweren können wir aber auch herstellen. Nein, vollkommen, was weiß ich. Draht brauchen wir, also aus Metall. Wir brauchen Draht. Keine Schnur, sondern Draht. Wir können kein Draht herstellen. Das ist natürlich doof, dann können wir es nicht herstellen. Wir können uns aber das hier herstellen. Hier Stufe 2, aber okay. Aber egal, das sehen wir dann in der nächsten Folge, was wir uns hier herstellen. So. Ich überlege mich bis dahin noch was und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, ich hoffe ihr freut euch auch und wir hören uns dann. Bye.